Also, der Adi hat das Video uploadet. Jeder Schweizer hat die Sachen daheim. Und ich kann glaube ich schon jetzt sagen, die meisten Sachen habe ich nicht daheim. Aber, ich wollte mal wissen, habe ich die Sachen daheim? Ja oder nein? Und schon jetzt sympathischster Schnutz. Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video an dem wunderschönen Sonntag oben. Hier aus meinem Zimmer, wieder mal ganz klassisch natürlich. Bleiben Sie zu Hause. Die Sache. Ja, es muss doch sein. Ehrenmann, Adi. Was für ein Ehrenmann. Er blendet mir im Video ein. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Genau so muss das sein. Bleiben Sie zu Hause. Woo! Yay! Ja, die ich heute hier habe, die hat jeder Schweizer Haushalt im Haushalt und sonst ist es einfach kein Schweizer Haushalt. So einfach ist das. Es ist quasi ein inoffizieller Einbürgerungstest. Oder so. Ganz wichtig, in diesem Video geht es nicht irgendwie um Aromat oder Toblerone. Aber ganz ehrlich, zum Glück hat nicht jeder Schweizer Haushalt so einen Oberlippenbart. Also so eine Flum. Also das ist ja wirklich... Ja. Oder Rivella, also Sachen, die jeder daheim hat, sondern die speziellen Sachen. Das Video. Egal, fangen wir einfach an. Dann würde ich sagen, wir fangen an. Hier ist der Helm. Das war falsch rum. Ich fange auch mit dem Gegenstand an. Das ist die Vase. Jeder Schweizer Haushalt hat so eine Vase. Es ist absolut die hässlichste Vase, die man kaufen kann. Ich meine, oh, ich will eine Vase kaufen. Nein, einfach die hässlichste. Und was noch besser? Ich habe noch nie die Vase gesehen. Niemand hat die Vase. Chat, habt ihr die Vase? 1 im Chat, wenn ihr die Vase habt, 0 im Chat, wenn ihr die Vase nicht habt. Ich habe die Vase nicht, 0. Hä? Ich sehe ja hier mit Chat. Niemand hat die Vase. Niemand hat die Vase in der Schweiz, Adi. Ich weiß nicht, wie du auf das gekommen bist, aber niemand hat die Vase. Vielleicht irgendwo zu Basel, im Basler Oberland, aber die Vase hat niemand. Dazu passt, die Vase heisst Corona. Das ist kein Witz, die heisst Corona. Ja, guten Tag, wie geht's? Das ist unser erster Gegenstand. Der Alain Berset, den muss man einblenden. Das ist wirklich als absolutes Meme. Eine Legende. In jedem Schweizer Haushalt. Am Schluss bin ich so der Einzige, der das Gefühl hat, dass man das im Haushalt hat und absolut niemand von euch hat das. Ja, aber ich habe es bis jetzt wirklich nicht so schlimm empfunden. Dann, was Doch! Das hat einfach niemand im Haushalt. Ganz ehrlich, Mann, ey. wirklich auch jeder Schweizer Haushalt hat, ist das Tüchli. Liegt mich nicht an. Wette, ihr habt daheim so ein Tüchli. Das gibt es in Blau oder in Rot. Okay, ich muss sagen, das habe ich in Blau. Aber nur in der Kindheit mal gebraucht. Ich glaube, das habe ich schon 10 Jahre nicht mehr gesehen hier bei uns. Ja, das zählen wir jetzt mal. Also ich habe es da. Jeder hat daheim so ein Tüchli. Und als Kind hat man das nicht mehr so genommen. Und hat sich so wie ein Räuber verkleidet. Achtung, das ist ein Überfall! Zweiter Gegenstand. Nice! Oh yes! WD-40 gehört einfach in einen Schweizer Haushalt. Ich glaube, das gehört, egal in welchem Haushalt, das gehört in jeder Haushalt in der Welt gefühlt. Aber ich muss glauben, ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das im Haushalt habe. WD-40 kann ich glaube es nicht, wir glauben es nicht hier. Das kann man irgendwo dran sprayen. Ja, moin, absolut leer. Wenn es irgendwie klemmt oder so, dann sprayst du das dran und dann läuft es. Zum Beispiel, wenn dein Velo nicht gut läuft, sprayst du das dran. Keine Ahnung, wenn die Bürostuhl quietscht, tust du das dran sprayen, dann quietscht es nicht mehr. Kann vielleicht helfen, man weiß es nicht. Ja. Und wenn ihr keine WD-40 habt, sind ihr keine Schweizer. So ein Ding ist das. Okay, Schweizer Familie. Das absolut irrelevante. Ja, ich glaube das. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das bekommen wir. Oder beziehungsweise auf jeden Fall meine Großeltern. Aber die Schweizer Familie schon. Ai. Ich habe es glaube ich noch nie gelesen, ich habe es nur früher aber dazu gebraucht. Sag ganz ehrlich, das wird auch gemacht. So mit dem Stift, so mit dem Kugelschreiber, so eine Brille zeichnet und so Schnitzel zeichnet. So wie Dani zum Beispiel jetzt da hat. So ein Schnitzel zeichnet. Einfach so, wie das lustig war, wie ich es auch kenne. Das ist ein Heftchen, das ich kenne. Es ist einfach so ein Heftchen, das auf dem WC gelesen wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist für die das schreiben und wissen, dass ihr Heftchen nur beim Schiessen gelesen wird. Und Mütter. Finde ich nicht schlimm. Also, wenn ihr das Video jetzt seht und ihr seid auf der sanitären Installationen bei euch daheim und ladet gerade eine fette Bombe raus, dann ist das kein Problem von mir. Ich finde es sympathisch. Tun gerne das Kreuzworträtsel ausfüllen, das da drin ist. Auch bei diesem Exemplar ist das Kreuzworträtsel ausgefüllt. Ja, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ihr irgendeinen von diesen Gegenständen nicht habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass euch ein Schweizer Pass gefälscht ist. Und es ist ganz klar, in Schweizer Wohnungen darf man nicht mit Schuhen reinlaufen und da muss man den Gästen halt irgendwelche Finken anbieten. Und da gibt es eine Finke, die in jedem Schweizer Haushalt ist und zwar genau diese Finke. Ich glaube... Nein, das stimmt auch nicht. Ich habe nicht die Finke. Bei uns ist die Politik von dem Finken da, von der Adiletten, Digga. Das sind Ehrenfinken bei uns.
Also, ich habe die Finken leider nicht, aber ich glaube schon, dass sie relativ Standard sind in der Schweiz. Ich weiß nicht. Die gibt es in der Ikea. Es ist so ein grosser Finken, wo dann 5 verschiedene Paar von diesen Finken drin sind. Sie haben etwa 5 Wochen, dann bekommen sie Löcher. Scheiß drauf. Hauptsache man kann den Gästen etwas geben. Und jetzt, Leute, kommt mein absolut Favorite von den Gegenständen, die jeder Schweizer Haushalt muss haben. Und zwar... Oh. Die Becher. Familienfest, Ja. die Becher. Geburtstagsfest, die Becher. Oder? Trivago. Die können einfach nicht kaputt gehen, habe ich das Gefühl. Die haben, sie sehen schön aus, schöne Farbe, man kann sich nicht beklagen. Ey, die Becher hat es wirklich in jedem Schweizer Haushalt. Das stimmt, das hat sie in jedem Haushalt. Das hat sie in jedem Haushalt, die Becher. Und ja, hier natürlich ist auch mit Chat unterwegs. Ich wollte es nochmal für das Video haben. Das ist in jedem Haushalt sind die unterwegs. Eins in Chat, wenn er das so hat. Also, und 0, wenn nicht. Aber die Becher, die hat jeder im Haushalt. Da weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Die, was nicht haben, ganz komischer Flex bei euch. So können die mich jetzt nicht anlügen. Gut, dann hatten wir auch über die Becher geredet. Oh, Leute, die Becher hat doch jeder. Als nächstes haben wir das Cooling Pad, das klassische Cooling Pad, das immer irgendwo im Kühlschrank oder im Tiefkühler drin liegt. Wenn es sich irgendwo verbrennt, nimmt das Ding raus, legt es drauf. Es hebt Maximum 2. Ja, aber das Cooling Pad habe ich auch bei mir daheim. Das Pad ist schon überall. So ein Pad drüber. Oh, hast du Wetter? Ja, ich muss ein bisschen kühlen. Zeig du das Pad drüber. Ja, hat jeder daheim. Aber ich glaube, das ist schon weltweit, hat das jeder Haushalt mal daheim. Glaube ich auch. 1 Minute und dann ist das Ding so warm wie die Luft, von dem her kann man es dann nicht brauchen. Das hat doch auch jeder. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir nicht über Aromat reden. Beziehungsweise nicht um das Böckchen, sondern um das kleine Aromat-Steuerdings. Das, was man halt so mitnimmt, wenn man irgendwie wandern oder auf die Schule reist. Die checken jetzt, was ich meine. Das kleine Aromat-Böckchen, das man mitgenommen hat, irgendwie auf die Schule reist und dann so... Ich habe das von mir gerade nicht gefunden. Was heisst, dass ich wahrscheinlich kein Schweizer bin. Jede Nein, das habe ich nicht im Haushalt. Nein, habe ich wirklich nicht im Haushalt. Schweizer Familie hat eine Blick-CD, egal ob man Blick-Fan ist, egal ob man das los oder nicht. Eine CD vom Blick gehört einfach in den Haushalt, sonst ist man kein Schweizer. Wahrscheinlich auch die Romandie, oder? Ich habe keine Blick-CD. Keine Ahnung, die habe keine Blick-CD tatsächlich bei mir daheim. Aber ich weiß, er gönnt sich Reactions auf YouTube. Vor allem vom Justin. Aber hey, Blick. Ich bin doch auch sympathisch, oder? Und sehe gut aus. Das ist doch etwas. Ja. Ja, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten dran. Ist das zu wenig für dich? Ja, das ist super. Dann der Klassiker, und zwar Werbegeschenke von der Kantonalbank. Am Markt, am Turnfest, Ja. an irgendeinem Anlass, der gesponsert ist von der Kantonalbank, egal welche Kantonalbank das ist, dann verteilen sie immer Stift, Regenschirm, Gummis, Sachen, die einfach irgendwie rumliegen daheim. Einfach so Werbegeschenke von der Kantonalbank. Ja, Werbegeschenke. Irgendetwas von der Kantonalbank kann ich safe oder... Ich habe niemals Konto bei der Kantonalbank, muss ich bald auch machen. Kantonalbank. Hat jeder da. Hat jeder daheim. Und als ob das Video noch nicht genug weird ist, noch der letzte Gegenstand, und zwar der Schlafsack. Wenn ihr wissen wollt, Was wir für Schlafsacktipps haben, dann bleibt dabei! Das ist der klassische Schlafsack, den etwa die Hälfte der Kinder im Schullager hatte. Als Schweizer, der Schlafsack hat man einfach. Der Schlafsack? Nein. Ja, nur so ein uralter Schlafsack, ich noch von den 50er Jahren oder so, wo meine Großeltern schon gehabt haben, wo jede Nacht, wenn ich draußen geschlafen habe, bin ich erfroren, fast gestorben. Aber ich habe immer noch den daheim. Und schöner Schnutz übrigens. Ja, es gibt sogar Gerüchte, die sagen, dass wenn man sich einbürgern in der Schweiz, dann muss man halt einfach sagen, dass man die Gegenstände hat und dann sagen die, jalla, Einfahrt, komm rein. Ist jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen ein anderes Video gesehen, aber ich habe das Gefühl, die Gegenstände sind in den meisten Haushalten von euch daheim. Schreibt mal in den Kommentaren, ob das stimmt oder ob ich komplett falsch liege. Am Schluss liege ich wirklich komplett falsch und die meisten von euch haben wahrscheinlich Aromat und sind absolut nicht. Stellen Ja, also, ich wollte jetzt mal in den Kommentaren, weil wir haben schon beim ersten verkackt, haben die Vase nicht. Ja, die Vase hat wirklich niemand. eure Pflanzen immer in die Corona-Vase rein, das ist ganz wichtig. Und dann wachsen sie ein bisschen besser. Wenn ihr Like da, den Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren. Das wäre einfach das Geilste, was passieren kann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Glocke aktivieren, meine Damen und Herren. Wäre das Beste. Merci vielmals fürs Zuschauen. Peace und Blümli. Auf jeden Fall, nices Video, Adi. Nices Video, hat mir sehr, sehr gut gefallen. 1900 Likes schon. Ey, Baba-mäßig. Da gibt es natürlich auch noch gegen die 2000 Likes. Macht doch die voll, meine Damen und Herren. Sehr, sehr cool. Hat mich gefreut. Abonniert Adi, wer das noch nicht schon gemacht hat. Kuss, Kuss, Kuss. Gibt es jemanden da außen von euch, der die Matura momentan macht? Matura oder eine Lehrabschlussprüfung? Matura oder Lehrabschlussprüfung oder irgendein anderer gleichwertiger Abschluss? Das würde mich interessieren. Ja, Lehrabschluss. Okay. Ja, ich. Und eben in eurem Kanton, gibt es da schon irgendwelche Weisungen und Sachen,
die wissen, ob ihr Berufsmatura macht oder nicht. Hassest du Zürcher? Überhaupt nicht. Wieso sollte ihr nicht Zürcher hassen? Zum Glück nicht, nur Maturaarbeit ist verschoben worden. Okay. Aber wieso? Aber findet ihr das scheiße, wenn jetzt euch die LAP und so einfach Geschichte kommt? Sozusagen, wo das einfach euch hinter nachgeschossen kommt, sozusagen. Ich meine, ich habe Matura dann müssen machen mit mündlichen Prüfungen, mit schriftlichen Prüfungen und hure stressig gewesen. Und ihr das halt alles eventuell nicht. Also es kommt ja auf den Mittwoch jetzt drauf an, auf den 29. Da kommt ja nochmal der Ehrenbruder Alain Bers und C-Deps dazu, oder? Ah, okay, Theorie ist abgesehen, ja, aber ja. Das ist schon noch heftig, ja. Normalen Notendurchschnitt haben sie immer mal gesagt. Okay, ja, okay. Ja, aber es weiß noch niemand nichts. Er hat in 2 Wochen schriftliche Matur, aber wüsste noch nichts. Das ist krass. Also die Leute haben schon gefühlt schon jetzt für nichts gelernt, schon angefangen, aber wissen noch nichts. One is the loneliest number that you'll